Both of our fighters in this bout. Judge, time, fight! Und sofort geht's los mit hohem Tempo, Federgewicht. Hier sehen wir es eingeblendet, das Limit. Schön getimter Kick hier von Musa. Dann sehen wir aber auch, dass Rafik in der Rechtsauslage kämpft, das heißt, er ist Linkshänder. Da bietet sich natürlich der Kick zur Leber an, da haben wir ihn schon mal gesehen. Jetzt sehen wir auch, dass beide sich die Mitte sichern wollen. Keiner möchte zurückgehen. Genau das, was ich gesagt habe vorhin schon. Rafik versucht die Kombination immer abzuschließen mit einem Kicker, mit einem Knie. Und wir gesehen am Gesicht und Körper von Musa schon die ersten Spuren dieses Kampfes. Khabib also hier zu Beginn mit den besseren Treffern. Er lässt auch gar nicht lange warten, er schließt sofort wieder ab. Und da kommen wir mit einer schönen Kombination. 4, 5, 6 Schläge. Und er schließt immer wieder mit diesem Kick zur Leber ab. Bislang noch nicht richtig durchgekommen, aber wenn er mal landet, und da kommt mit dem High Kick. Dann kann das verheerend sein. High Kick, sehr, sehr variabel hier, Rafik Khabib. Oh, und da ein Schlag. Oh, und da tanzt er, da wackelt er, da wackelt er. Das war ein Schlag auf den Hinterkopf. Oh mein Gott. Bis dahin war Rafik klar vorne gewesen. Dann kommt dieser Schlag zur Overhand auf den Hinterkopf. Ich glaube, er ist immer noch nicht ganz da. Ich bin gespannt, wie er jetzt nachsetzen kann. Ist hier regulär angezählt worden. Dennoch, ich habe gestaunt, dass Musa nicht sofort nachgesetzt hat. Sondern gewartet hat, bis er von selbst zu Boden geht. Das wäre die Chance für ihn gewesen, hier den Sack komplett zuzumachen. Musa aber jetzt nicht sofort nachgesetzt. Wir sehen, Rafik hat es jetzt wieder gefasst und ist wieder am Druck machen. Erstaunlich, dass Khabib jetzt sich hier so schnell erholt hat. Weil er war auf extrem wackeligen Beinen, aber scheint wieder alle Sinne beisammen zu haben. Fährt hier wieder seine Linie. Aber sehr gefährlich, und da schon wieder die linke Führhand durchkommt, wie diese Overhand. Dafür, dass es die Führhand ist, sehr stark von Musa. War allerdings kein Knockdown, war ein Schubser. Und wir sehen aber, dass... verloren. Und da kommt Rafik auch durch mit seiner rechten Führhand, mit der Overhand. Ja, er muss jetzt diesen Kampf wieder an sich reißen. Das ist jetzt das Wichtigste. Darf jetzt Musa hier nicht das Feld überlassen. Und hier Frontkicks. Und Rafik ist immer noch wackelig auf den Beinen aus. Ja, und Musa spürt das natürlich auch. Geht hier mit dem Knie rein. Das war drin und jetzt nicht angezählt worden. Und dann geht er wieder zu Boden und ist klar. Er ist weg, er ist weg. war's. Es ist echt verrückt. Das muss es gewesen sein. Davon erholt er sich nicht mehr. Versucht und hier nochmal hochzukommen. Oh nein, oh. Was für ein Knockout. Was für ein Knockout. Das war diese
Overhand, von der ich erzählt hatte. Wow. Wow. Sehr stark Performance von Sheikh Musa. Und was für eine tolle Geschichte. Nimmt hier diesen Kampf verhältnismäßig kurzfristig an, ersetzt einen Riesennamen mit Zakaria Sugari und haut hier den erfahrenen Rafik Habiat, der hier gewissermaßen Heimspiel hatte bei den ganzen Fans, die er mit hatte, aus den Latschen. Wir sehen es aber immer noch, Rafik ist immer noch nicht ganz bei sich, immer noch wackelig auf den Beinen. Aber Sportman, der erste Knockdown. Aus wird immer gesagt, wir sind alles Assis, wir sind alles Kampfsportler. Aber wie viel Respekt dahinter steckt, da sehen wir den Knockout wieder. Das war der erste Knockdown. Und hier kommt jetzt der Frontkick, da wackelt er und jetzt macht er gleich den Sack zu. Das ist der Blick in die Kabine von Yuri de Sousa. Und hier sehen wir die Overhand, das war die Overhand, schon wieder mit der linken Overhand. Den Teamkollegen von Rafik Habiat, der heute um den Mittelgewichtstitel kämpfen wird in, naja, da sehen wir einer halben Stunde ungefähr. Den ersten Knockdown mit der Overhand auf den Hinterkopf. Sehr gefährlich, diese Schläge. Ich selber bin auch zu spüren bekommen beim vorletzten Kampf bei One von David Kiria. Ich sehe letzte Zeit immer mehr, dass Kämpfer auf diese Overhand auf den Hinterkopf zielen. Und This one ends by knockout for your winner, Ahmed Sheikh Musa.